Ja und? Das passiert nur alle 7 Jahre einmal. Und wenn das Mondlicht so ins Haus kommt, dann verändert sich im oder am Haus etwas. Aha. Und was? Das weiss ich auch nicht. Wir könnten wach bleiben. Ich meine, in der Stunde nach Mitternacht könnten wir wach bleiben. Bin ich müde. Du bist wirklich müde. Weisst du was? Wir essen jetzt mal die Pizza und dann gehen wir ins Bett. Wo dann schliesslich alle in ihren Bett sind gelegen, denkt der Philipp noch daran, dass er vergessen hat, die Zähne zu putzen und nicht einmal das Bischi hat angelegt. Aber dann ist er schon eingeschlafen. Mitten in der Nacht erwacht der Philipp ab einem Geräusch. Sofort weiss er, dass er diesen Ton schon mal gehört hat. Es ist ein langgezogenes Quietschen. Eine Tür. Oh Schreck! Und zwar die Tür vom Vogelkäfig hinter dem Haus. Die Tür, wo die Eulalia Seidenbast dahinter hockt. Der Philipp schaut auf seine Armbanduhr. 2 Minuten nach 12. Was hat Mascha gesagt? Und wenn das Mondlicht so ins Haus kommt, dann verändert sich im oder am Haus etwas. Der Philipp begreift ganz plötzlich. Sein Körper ist wie gelähmt, aber das Blut in seinen Adern rauscht und sein Herz schlägt ihm bis zum Hals hoch. Und was hat Mascha noch gesagt? Der hat Zauberkräfte, gute und böse. Aber wir werden seine böse Zauberkraft in den Griff bekommen. Und die Eulalia Seidenbast auch. Mit einem Gump ist der Philipp zum Bett aus. Vorsichtig schleicht er auf den Gang und sieht sofort, dass die Zimmertür vor Mascha offen ist. Auf den Zehenspitzen düsselt er durch den Gang und bleibt oben an den Stegen stehen. Die Mascha. Da sitzt sie auf dem untersten Stegentritt, im Nachthemdli und mit blotten Füßen. Der Philipp schleicht an und sitzt neben seiner Freundin. Jetzt wissen wir, was sich verändert hat. Der Käfig ist offen und meine Tante ist unterwegs. Will sie ins Haus rein? Was hat sie vor? Keine Ahnung. Du musst nicht Angst haben. Sie hat ja nur eine einzige Stunde. Und ein paar Minuten davon sind schon vorbei. Können wir denn nicht irgendetwas machen? Nicht einmal du. Ich weiss ja nicht, was sie vorhat. Sollen wir uns nicht lieber verstecken? Vielleicht in der Küche? Ja, dort geht sie sicher zuerst her. Auf dem Küchentisch liegt immer noch ihre Post. Was ist, wenn sie die findet? Du hast recht. Komm, ist vielleicht besser, wenn wir die Briefe verschwinden. Vor der Haustür hört man plötzlich ein Geräusch. Halb ist es wie das Rauschen von Federn, halb wie das Rascheln von Kleidern. Keine Frage, es kündet die Eulalia Seidenbast an. So schnell wie möglich rennen die 2 Kinder in die Küche. Richtig, da auf dem Tisch liegen noch die beiden Kuverts.